Auf geht's zur nächsten Runde hier in der Wind Waker Ära bei Hyrule Warriors Legends. Einfach willkommen zurück und zwar geht's heute mit C4 und Terra Tempel weiter mit der Mission Die Hüter des Triforce. Was doch nach klingt, als würden wir einen alten Bekannten wieder treffen. Naja, mal gucken, wir können mit Link was machen und von dem König gibt's etwas. Wenn man sagen, er gewohnt war. Jojo. Maßschwert ist immer cool. The heroes now knew the Evil One had taken the Triforce of power. He had robbed Sia of her magic and learned of her other half, Lana. With the balance of the Triforce so shifted, there was little hope the world would return to normal. And with her magic gone, in time, Sia would completely disappear. Sia used what little power she had left to seek out the one who had taken from her so much. She told Link and the others of her findings. If they could defeat the shadowy presence, they could save not only the world from danger, but Sia as well. Link and his allies held the promise of future peace in their hearts as they readied for this final, decisive battle. Klingt ja doch so, als wäre es bereits die letzte Episode in der Wind Waker Ära. Ich hoffe es zwar nicht, weil wir werden doch ein bisschen sehr abrupt. Aber gut, mal gucken. Wir haben... Oh, es sind überall alle verteilt. Ach du Scheibenkleister. Wird das wieder lustig. Naja. Kannst du dich nicht für einen Tempel entscheiden, nimmst halt beide. Blitze? Wo schon ein Blitz sein? Die Weisen in Tempeln. Ja, schon, welche sind ihre? Ja, da kennt das Symbol noch. Nur nicht ganz. Ja gut, dann kommt natürlich der nächste dran. Du bist was machst direkt so. Schon mal erobern, dann gehst du hin. Verdammt, ich komme nicht rein. Oh, ja, jetzt hab ich's gesehen. Ja, ich hab's erst jetzt gesehen, sorry. Ja, Spiel ist cool, helfen doch noch mehr. Terra-Statuen und Bäume der Crocs. Ja, 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 die lieben kleinen Crocs. Die Mucke ist geil. Haha. Guck mal da, ein richtig fetter Boss. Johoho. Wie er sich freut, ey. Keine Sorge, hol ihn gleich. Ach du Scheiße.
Wir haben uns aber was zu tun hier. Ja, komm on, der war gerade mal 2 Schritte von entfernt, war ja voll fies. Schon gut, ist vorbei. Mit einem, anderen aber gleich auch. Gut, der kann mich mal. Steinbossblin. So, dann Festungswächter und Gutis. Dann kann er wieder lachen. Ja, ha, ha, ha. Wo ist er hin? So, es ist noch dabei. Jetzt müssen wir hier gucken. Wie kommen wir jetzt da hoch? Oh mein Gott, ich will ein Lichtschild! Ein Spiegelschild! Ja, so muss es natürlich auch gehen. Die Festungen dürfen nicht... Sag mal... Die Festungen fallen auch nicht. Lalalala. Obwohl es ganz klar ist für Ganondorf, ja? Die Schweinefratze kennen wir doch immer wieder. So, Lana schlägt sich noch gut. Ja, Zier, das ist leider wahr. Müsst ihr beschützen, ihr Wiener, kommt gar nicht hin. Was ist da? Ah, das Strifer-Symbol, cool. Haben wir so geändert. Wow, Lana war so richtig erfolgreich hier. Richtig produktiv. Jetzt ist aber mal langsam Schluss hier. Und boom. So muss das sein und nicht anders. Item oder so. Say no. Die 4 Festungen wurden befreit! Yeah! So, über noch einen Weg frei machen. Denn wir machen Weg frei. Jetzt mal gucken, kann ich hier noch irgendwas Besonderes machen? Dann machen wir das direkt mal, wa? Der King kommt da, glaub ich, auch schon hin. Ding muss er noch was aufmachen, okay. Dann mache ich das mit ihr noch ganz kurz. Jetzt ist er verdammt eng.
Natürlich! Sogar hier? Das läuft mal gar nicht so geil. So, das wollte ich eigentlich noch ganz kurz. Okay, für den Link gar nicht mal so schlecht. Die Idee, machen wir so. Nein, erst zu links switchen, dann Marschbefehl, Tetra, du musst auch ganz. Geht ja gar nicht. Was will ich die Seite aus und machen? Oh, das ist gerade ein bisschen scheiße. Du. Gut, jetzt kommt Tetra nach unten. Und dann kann ich mich nämlich mal ganz fix. Du. Ich weiß, Tetra, ich weiß, aber das mache ich jetzt, geht ein bisschen schneller. Das eine Festung wird mindestens fallen. Sagen wir ja. Keine Sorge, bin ich unterwegs. Oh, sind wir zu weit weg. Da ist ja die liebe Goma. Jetzt hat die Magie zu sammeln. Sieht's aus. Warte, wir sollten doch erstmal. So, einer weniger. Die Frage ist, wie komme ich jetzt darüber? Weil da ist ja offenbar irgendwie die Tür zu. Ah, das passt mir jetzt. Scheiße, das muss ja erst runter. Ja, geh erstmal zu Zia runter. Ja, er muss irgendwie runterkommen. Das hat jetzt genau was gebracht. Ah, jetzt ist der Weg hier offen.
Von der anderen Seite. Toll, das gewusst ist natürlich. Naja, bringt nix. Da muss der King hin. So, einmal den auch. Wie geht's eigentlich? Ja, so, lololo. So, müssen wir alle haben da. Gut, dann machen wir es so. Link geht schon mal da hoch. Und der King holt die Truhe für ihn. Dann ist die Königstruhe. Ja, komm, haha. Da hat sich ein Apfen wegen. Wo zum Henker war der Eingang? Also beziehungsweise vermutlich echt wieder so eine Öffnung verpasst. Ich hätte garantiert von unten direkt rüber gekonnt. Wow, Link ist noch richtig weit gekommen. Mann, Handler, jetzt bist du fällig. Eine getroffen. Noch eine getroffen. Alle getroffen? Jo. Besiege die beiden Riesenmonster. Und gleich nochmal volle Kanne drauf. Alter, einfach alle weggefegt. Jo, da sind sie endlich. Ja, wo toll, bis ich natürlich da unten bin. Die sind in der Nähe. Da muss ich eine Abkürzung geben. Ich muss das Tod doch irgendwie aufkriegen. Verdammter Mist. Oh oh. Okay, epischer Auftritt, muss ich zugeben. So, Hauptquartier jetzt hier beschützen. Ich muss da ganz schön hoch. When
nimmt er diese Kraft? Ich weiß es nicht. Zieher, lass das lieber. So. Kommen wir noch nicht das Tor durch. Scheiße. Gibt's echt keinen Weg irgendwie? Ist hier nichts drauf zu schlagen, verdammter Mist. Gut, bringt nichts, machen wir es anders. Und ich muss zu Fuß hin, ich habe einen Tropf. Ist er bereits hier irgendwie im Bedrängnis? Uff. Das ist ja riesig. Schon gut, alles klar. Wird es noch 2? Oh, mit dem Scheißtrick, ich kenne ihn noch. Oh, du bist der Echte. Dann bist du so groß. Schwachpunktanzeige, hallo. Verarschen? Okay, scheinbar ist hier Phantomgun so stark wie Gen vorher. Wow. Das ist eigentlich unlogisch. Was ist die Zeit ist gekommen, wie ein Mann zu streiten. Streiten? Ernsthaft jetzt? Mann, wo ist deine... Ah, wo ist deine Schwachpunktanzeige? Jetzt reicht's mir aber langsam. Was machen die da? So, Kumpel. Na, was sagst du jetzt? Ernsthaft? Immer noch nicht? Gut, ich hol das so runter. Das ist echt so ein Penner, ey. Oh, der hält das aus. Alter, der Power. Tschüss. So. Sei auf der Hut, jetzt greift der anders an. Ja, komm, komm. Da muss irgendwie schwach. Wo kann der Hammer sein? Nee, der Hammer war ja von Maskenkönig. Was bringt's gegen den? Ich hab keine Waffe. Du Green, wo kann man das bringen? Der Phantom-Gun war nie so stark. Das ist ein Abbild von Ganondorf. Normaler Boss, der Maskenkönig vielleicht ja, aber nicht so ein Bossgegner. Als hätte er sein eigenes Bewusstsein. Immer draufhauen, immer draufhauen. Hübscher Arsch. Come on!
Ja, es ist vorbei! Jo. Und jetzt kommen endlich die wohlverdienten Credits! Sind wir, glaube ich, zum ersten Mal, wa? Hier auf Legend. Ja, das geht ab. Wie soll ich so mein Fazit ziehen? Das ist schwierig. Denn das Spiel geht ja so richtig ab. Na gut. Also, sie hatte noch ihr, sagen wir mal, versöhnliches Ende bekommen. Alles klar. Triforce vereint bei den dreien. Okay, warum auch nicht? Und irgendwie können sie einen Wunsch erfüllen mit der Macht des Triforce. Es bleibt trotzdem bei ihnen. Ist doch nice. Was ich ein bisschen schade fand, ich hätte echt am Schluss hätte es noch geil gefunden und irgendwie Phantomganon so ganz irgendwie zurückgekrochen wäre zu Ganondorf und dann so, naja, ein anderes Mal quasi. Weil irgendwie, naja, es ist ja Phantomganon klar, so als Endboss und so, ist ja trotzdem eine Referenz zu Ganondorf, aber er ist ja nicht Ganondorf selbst, ist ja eigentlich bloß ein Abbild. Dass es hier trotzdem so eine Art Endboss nochmal darstellt in der Wind Waker-Ära, ja, Hätte ich jetzt lieber nochmal irgendwie so einen Ganondorf im Wind Waker Outfit gesehen. Vielleicht schon stark geschwächt und so, keine Frage, aber trotzdem, naja, egal. Aber trotzdem episch, es war ja doch im Prinzip das ganze von Hyrule Warriors im Original plus eben noch hier die Wind Waker Story von der Legends hinzugefügt. Und was soll ich sagen, es ist halt typische Wind Waker Manier. Hyrule Warriors Manier. Gut, Link hat auch ein bisschen, wie ich finde, einen kurzen Auftritt, aber ist ein anderes Thema. Generell, also für ein 3D finde ich super umgesetzt. Hat eigentlich sogar alles ganz gut geklappt. Gut, vielleicht ab und zu ein paar Ruckler. Da würde es auf dem New 3DS und XL sicher besser laufen. Aber trotz allem eine super Umsetzung, eben auch für 3D selbst und da halt sich Charakteren switchen kann und neue Elemente wie das mit Eulenstatuen und Golden Ocarina. Dem Hammer sowieso. Das Ende. Ja, ist halt also sicher, also ich würde mich nicht wundern, wenn noch irgendwie ein A Link to the Past oder A Link Between Worlds Feature zukommen würde. In this way, peace returned to Hyrule. Lana and Sia bid Link and the others farewell and resume their roles as guardians in the Valley of Seers. Power, wisdom, courage,
Together, Lana and Sia would protect the balance of the Triforce. In peace and harmony. Das wahre Ende. Naja, wie bereits erwähnt, also ob das wirklich das Ende ist und noch was kommt, bin ich mir noch etwas unschlüssig. Und trotz allem, ich finde schon ein bisschen schade, dass die Wii U nicht auch noch umgesetzt hat, so quasi, ja komm, kriegst noch ein DLC, kannst reinpacken, fertig, kannst noch auf HD zocken. Hätte ich mir jetzt doch noch sehr, sehr gewünscht, also das mit Linkle, aber gut, man kann die zwar die neuen Charaktere natürlich auch spielen, auf der Wii U-Version, das ist nicht so das Problem. Und sonst, ja, ich gehe mal davon aus, wird noch eine Hyrule Warriors Edition dann auf der NX geben. Man hört da schon was munkeln und es wird mich nicht überraschen, ganz ehrlich gesagt. Daher, mal gucken, ob es irgendwann sogar noch eine dritte Staffel Hyrule Warriors gibt. Zu meinem Let's Play. Neue Materialien, Steinbossblin-Helm. Ganz krass. Und noch ein Fragment. Der grün bewamste Held. Was bewamste vor allem, schlecht. Der Hero-Modus. Ja, auch nichts Neues. Ein zweites Skulptur. Nö. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr drauf, Leute. So, das ist momentan das Ende von Hyrule Warriors. Also Legends, ja, sowohl als auch das Spiel von Legends, als auch der zweiten Staffel. Es geht natürlich noch weiter, es gibt noch ein paar Dinge zu zeigen. Das nächste, also jetzt Legende-Modus ist ja abgeschlossen, ist klar. Vor allem kann ich nicht auf die Wii U übertragen, geht ja leider nicht. Daher waren das noch 4 Schlachten für Wind Waker. Ja doch, warum nicht? Das war durchaus nett, also schön gemacht und so weiter. Kann man so machen. Jetzt in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich mit dem Abenteuermodus weitergehen. Weil es war ja so, ich wollte es eigentlich vor allem also auf Legends wollte ich ja die Sequenzen zeigen, die es ja auf der Wii U nicht gibt. Und wie man sich so sagen lässt, gibt es den neuen Abenteuermodus, halt auch so eine Wind Waker Abenteuerkarte. Die gibt es ebenfalls nur auf Legends, nicht auf der Wii U. Wobei ich mich natürlich schon frage, warum? Weil da wäre noch viel einfacher hinzuzufügen als der Legenden-Modus. Aber naja, werden die Entwickler schon ihre Gründe haben. Daher, ich werde erstmal nächste Paar mal ein bisschen gucken und so weiter. Also das heißt erstmal die Daten von Legends auf die Wii U übertragen. Und dann mal schauen, wie es genau so aussieht und ob wir dann wirklich im nächsten Paar mit dem Abenteuermodus weitermachen. Eben da halt à la Wind Waker. Dass ich echt erst einmal all das zeige, was nur auf Legends gibt. Und dann mit dem weitermache, was auf beiden Systemen neu gibt. Eben sei es zum Beispiel für Ganondorf gibt es eine neue Waffe, einen Dreizack. Dann gibt es für Ganondorf noch ein neues Outfit aus der Wind Waker. Es gibt neue Charaktere, die man auch übertragen kann, wie halt eben Linkle, Horror Kid und Tetra Neunkönig. Und jo, eben all das Neue, was auf beiden Systemen gibt, zeige ich nur auf der Wii U. Und das, was Legends exklusiv ist, zeige ich nur auf Legends. Weil Wii U ist mir sowieso besser zum Aufnehmen, für euch besser zum Gucken und daher... Jo, würde man sagen, nächste Part geht es dann, wie gesagt, mit dem Abenteuermodus weiter. Mal gucken, was auf Legends alles so exklusiv ist und vermutlich auch bleibt. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen!